Herzlich willkommen zurück hier bei Retro Cache. Sinnlose Let's Plays. Und wie wir so sinnlos dran sind, tun wir auch sinnlos ins nächste Land reisen, um dort wieder sinnlos ein paar Mödli einsammeln. Und zwar dürften wir das mal ins Wüstenland. Müssten wir da Peach suchen und den Block. Und damit wir jetzt mal überspringen, machen wir da ein bisschen schneller Fürschi. Dass es nicht so langweilig wird wie in der letzten Folge, und ich hoffe auch, dass ich jetzt den Ton in dieser Folge wieder einigermaßen normal werde. So. Der Mondquader hier leuchtet ebenfalls. Das sollten wir uns auf jeden Fall ansehen, oder auf alle Fälle ansehen. Irgendwie so. Und Peach sollten wir auch noch finden, Junge. Dort oben hat es noch einen Toad. Und da sind wir, glaube ich, nicht so fleissig mit Münzli sammeln, gell? Könnten wir da vielleicht zuerst noch ein paar... Okay. Den ersten Mond hätten wir wenigstens in dem Land. Hängen den Hut an den Brunnen. Okay. Und dann können wir noch ein paar Münzli sammeln, dass wir nachher noch ein bisschen shoppen gehen. Da hat sich auch wieder passendes Outfit. Da legen wir doch für die Folge da gerade nochmal an. Oder einmal an, würde ich meinen. Da hinten hat es auch noch einen Mond. Cowboy oder der Poncho. Ja, wir kaufen mal den Poncho. Und natürlich auch der Hut. Passt dazu. Wie heisst der? Der Sombrero, genau. Den haben mir gar nicht eingefallen, darum habe ich zuerst lesen. So. Jetzt wären wir dem Level entsprechend gekleidet, dass wir da nochmal ein paar Männchen suchen und Peach. Und wenn es da ein... Ah. Okay. Da ist noch so Challenge-Rakete. Der möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und dort könnte man direkt über. Hä? So kann ich rausspringen, den Knopf habe ich gesucht. Wenn es da gerade schon ein Möndli vor uns hat, wir sagen wir auch gerade das Möndli mit. Vermutung. Meine Vermutung, Peach hockt wahrscheinlich noch auf der Pyramide oben. Machen aber zuerst mal den Quader. Falsch Knopf. Mal schnell schauen. Und so räumt er meinen Laden hier. Nur für Angestellte. Gut, dann wären wir ja da in dieser Folge ein bisschen erfolgreicher unterwegs als in der letzten. Und da ist so ein Adler. Aber ich sehe ihn gar nicht. So verpasst. Der leuchtet auch, der hat sicher auch einen Mond. Aber der fliegt auch ein bisschen umeinander, da könnte man abpassen. Der geht mir aber zu lang, ehrlich gesagt, darum machen wir den nicht. Die Frequenz können wir mittlerweile, die können wir überspringen. Und
ja, hat einen Haufen neue Möndchen gegeben und einen Haufen von dieser Welt haben wir ja eh noch nicht gesehen. Also, die haben jetzt auch noch Münzen. Ich mag mich, glaube daran erinnern, ja, da vibriert der Controller. Da ist jetzt einer, den ich effektiv noch gewusst habe, dass da eine drin hat. Mond. Okay. Ich glaube, dort hinten unten hat sie irgendwo noch Münzli versteckt. Wenn ich mich richtig mag erinnere. Ah, oder Nuss. Nuss, eine ist bei der Pyramide, eine hockt da hinten unten, okay. Das haben wir ja eigentlich auch in dem Pilzkönigreich machen und die Mission habe ich ja dort dann abgebrochen. Weil ich sie schon wieder vergessen habe. Okay, der dritte hat Mondfüße. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir heute nochmal aufs Dach hoch, weil ich glaube, da kommt man ja relativ schnell Pyramide hinterher. Oder jetzt noch rühren. Die schauen wir uns auch noch an. Haben wir in der Zeit? Irgendwo hier in diesem Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration, lass dich von ihr leiten. Okay. Also es ist effektiv so, wenn er rumlaufen, spürt er eine Vibration und dort, wo die Vibration am stärksten ist, dann müsst ihr einfach eine Stampfattacke ausführen. Da hat man noch rausgeskippen, dann nehmen wir auch noch einen Mond. Und da haben wir nochmal so einen Flugdino. Dort hat es auch nochmal einen Vogel und dort jetzt, also Möndli jetzt ganzen Haufen rum. Ist wahrscheinlich für den Mond. Ich möchte aber eigentlich mal auf die Pyramide nur, weil ich glaube Peach kommt dort oben. Und da ist immer noch da, wo die Statue fällt, gell? Langsam sie. Haut's langsam sie. Ah. Da lauert etwas unter den Steinen. Peach ist nicht da oben. Einmal dort. Unglaublich, dass dieses riesige Steinding schweben kann. Die Welt ist wirklich voller Wunder. Warum schwebt sie? Warum steht sie Kopf? Wie mysteriös. Ich habe sogar einen Powermond im Sand gefunden. Gib gut auf ihn acht. Gut.
Ich musste gerade an das Land mit den vielen schönen Blumen denken. Dahin möchte ich gerne nochmal. Der Hain ist da gsi, gell? Okay. Ja. Den haben wir doch schon geholt. Wenn wir den nochmal holen. Aha, nein. Okay. Gut. Haben wir schon geholt. Könnten wir mal noch ein bisschen umschauen. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. In dieser Welt bin ich jetzt mal ein bisschen schneller vorangegangen. Also muss man schauen, wie man das hier verwünscht da. Auf der nördlichen Säule, okay. Da glänzt da noch etwas, hä? Kann ich die kaputt machen, irgendwie? Okay, als Mario kann ich den nicht holen. Da hinten ist eine Goomba-Dame. Also da müssen wir irgendwie das Tier hier, wo wir einen Goomba finden. Und das Krupp-Arena hätten wir auch noch da. Möchte ich den Krupp-Arena? Warte. X, dort, da sehe ich erst jetzt unterm Herzli mit dem 3 haben wir einen Kompass. Und wenn wir in der Nähe vom Stern sind, also da jetzt ein Kupfer-Ding, das uns da sogar anzeigt mit dem X zum Orientieren. Das finde ich noch cool, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ja, da ist glaube ich kein Raum gewesen, den ich mal mehr gehabt. Jetzt weiß ich ja, wieso das der Raum nicht mehr gehabt. Und natürlich wie immer in diesen Räumen hat es zweimal einen Mond rum. So, können wir da wieder relativ zügig durchführen. Ah, falsche Richtung. Vollgas. Wäre gar nicht so Sache gewesen, aber hauptsächlich bin ich immer gestorben bei dem. Ja gut. Da genug Zeit mal nicht sind, Nö. So, und hätten wir ja in dem Land eigentlich auch schon relativ schnell relativ viel Möhnchen gesammelt. Da kommt man sogar noch aufs Dach rauf. He?
halt so das Tic-Tac-Turnier, hä? Okay. Meine Rolle. Wäre auch eher einfacher gewesen. Geht die dort hindern? Eigentlich nicht. Die Ufe eigentlich auch nicht, aber da haben wir da wieder Retour. Mit dem Griff. Okay. Okay. Nein. Ja, da ist das letzte Mal schon verkackt, gell? Ah, der mit dem Gleiten müsste ich noch üben. Da ist ein Subroom, wo ich nicht so gern kann. Da ist auch noch ein Steil oben drauf. Und der Vogel, an ich denkt, wenn uns der gerade so schön vor der Schnorre durchfliegt, dann können wir den auch noch mitnehmen. Da ist glaube ich noch Kunst gewesen, Hinweiskunst gewesen, gell? Ist der da gewesen irgendwo? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der wird auch irgendwo in der Nähe. Da hinten jetzt nochmal das Tic-Tac-Dingsbums. Der müsste eigentlich machbar sein für mich. Vermute ich mal. Aha, okay, jetzt bin ich aber da am anderen Ende von der Welt wieder. Da kann man ja immer noch schnell reisen, gell? Genau, Schnellreise hat man noch in dieser Welt, da habe ich auch viel zu wenig gebraucht bis jetzt. Aber da braucht man eigentlich in meinen Augen auch erst, wenn man das Spiel mal hauptsächlich durch hat. Vorher braucht man das Ding eigentlich relativ selten, oder nicht? Jetzt noch mal eine Gumba-Dame. Dort hinten alle holen und dann bis da laufen. Bitte da. Okay, aber den nehmen wir noch mit. Da ist der Cowboy-Ding, gell? Hey Kumpel, lass uns auf eine kleine Lust auf eine kleine Herausforderung. Laufen finden ja die meisten ganz schön, aber kaum jemand gibt sich richtig Mühe beim Pfeile laufen. Geht's genau darum. Wenn du dich als Talent erweist, bekommst du sogar einen Preis. Pfeile laufen.
Die Regeln sind kinderleicht. Folge einfach den Pfeilen auf dem Boden. Jetzt kommt der knifflige Teil. Nach kurzer Zeit verschwinden die Pfeile. Du musst mindestens 80 Punkte einhalten. Klar? Auf geht's. Okay. Ich finde es jetzt nicht so schlecht, aber lassen wir es mal bewerten. Es waren ja mindestens 80 Punkte nötig, um zu gewinnen. Denkst du, du hast es geschafft? Du hast 100 Punkte! Dein Lauf war nicht von schlechten Eltern. Tada, dieser Mond gehört jetzt dir. Okay, wieso dass ich 100 Punkte verdient habe, weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber ist schön, dass ich da auf festgehalten habe. Und da wäre nochmal ein Vogel. Dort hinten hat es nochmal einen praktischen geschenkten Mond, oder? Ein Mond für dich auf der Palme. Dort oben jetzt noch Notenspiele. Da ist ein paar Münzli. Ah, hier gibt's Fisch. Jetzt eine Fischsuppe. Okay. Ein paar Vögel und da, wo ist denn da? Ah, da hat so Fischli rum. Okay. Aber sie tauchen wieder auf. Ah, okay, jetzt hat der Sport kapiert, dass ich mit dem Restli selber auch noch etwas machen muss. Gut. Angeln in der Oase, gut. Nehmen wir da auch mal noch sehen. Es ist so heiß hier, ich mag mich kaum rühren. Ja, schön für die. Ja, ich würde sagen, da wäre es gewesen von dieser Folge und für die Welt. Es gibt auch da noch einen Haufen mehr. Ja, nein, komm. Dann schauen wir uns noch an.
Ja, die haben jetzt eine Münze, aber ehrlich, ganz ehrlich gesagt, die Münze sind mir relativ egal. Nein! Ja, da ist auch ein bisschen ein anspruchsvollerer Raum in dem Fall. Da unten ist auch eine Plattform, hä? Wie weißt du die da unten? Ja, man kann schnell laufen. Ich glaube, wir schauen uns die Plattform die tun mal an, die ich mir wundere. Ah. Okay. Dann werden wir jetzt wieder dort durch. Ah. Okay. Sprung auf die unsichtbare Plattform. Also ist nicht ganz wenig, was wir da gemacht haben. Ja. Und langsam. So, da habe ich noch wollen, da so einen richtigen hohen Frust haben zum Abschluss von dieser Folge. Wieder an der gleichen Stelle fast, hä? Ja. Eins weiter, aber da muss ich schneller sein, einfach ein bisschen. Komm, da schaffen wir doch noch. Haben wir da mal noch einen Frust rein, den ich nicht zusammenschneide, so wie das letzte Mal das Kuppa rein. Das habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich es überhaupt geschafft habe, aber... Habt ihr ja den auch gesehen. Das wäre eigentlich eben gar nicht so eine Sache gewesen, der Raum. Und wir haben beide Monde gefunden. Somit, das wäre der gleiche Spruch nochmal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen bei dieser Folge. Hoffe, ihr seid bei der nächsten auch wieder mit dabei. Man hört sich.